Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die beiden Muns, Flick und Fanian, gehen zusammen böteln. Und zwar mitten in der Nacht. Dort auf dem See beobachtet die beiden den Mond und Fanian erzählt dem Flick, wie es gekommen ist, dass die Muns zaubern können. Also, dann mach's dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann mach deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Türe siehst. Eine Türe mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland ist es Abend. Die Sonne ist schon am Himmel vergangen. Das macht sie nicht wie bei uns, indem sie untergeht. Im Schlummerland ist es vielmehr so, dass die Sonne am Ende des Tages immer kleiner und bleicher wird, bis sie irgendwann einfach weg ist. Und dann geht im Schlummerland ganz ähnlich wie bei uns der Mond auf. Er macht das gleich wie die Sonne. Sobald die nämlich vergangen ist, fängt der Mond an grösser werden. Zuerst ist er einfach ein kleines, weisses Pünktchen am Himmel, wo nur die Wesen im Schlummerland sehen können, die besonders gute Augen haben. Die Adler zum Beispiel oder alle Tiere, die in der Nacht gut sehen, wie die Eulen oder die Füchse. Je dunkler dann die Nacht im Schlummerland wird, desto grösser wird der Mond. Das Pünktchen dehnt sich nah immer mehr aus, bis der Mond als grosse, helle Kugel am Nachthimmel steht und das Schlummerland sich von einer neuen Seite zeigt. Das Schlummerland in der Nacht sieht nämlich anders aus als das Schlummerland am Tag. Der Tag durch ist das Schlummerland einer der farbigsten Orte, die es überhaupt nur gibt. Blumen, Pflanzen, Tiere, Käfer und Sommervögel in allen Farben und Formen kann man hier finden. Es kräsmet und kreucht, dass man manchmal gar nicht mehr weiss, wo man zuerst hinschauen möchte. In der Nacht allerdings ist das Schlummerland nur Licht und Schatten und es ist fast still. Man hört noch das Wasser rauschen in den grossen Flüssen, die sich durch das Schlummerland zieht. Und man hört das Plätschern der Bächli, die von den Bergen runter ins Tal wandern. Auch hört man den Wind in den Baumwipfeln rauschen und ab und zu knarzt einer der grossen alten Bäume im Schlummerland. Aber sonst legt sich die Nacht wie eine weiche, schwere Decke über alle Geräusche im Schlummerland. Das Krabbeln der Insekten hört auf für einen Moment. Die Vögel stecken zum Ausruhen ihre Schnäbel in ihr Gefieder. Die Hasen, Füchse und auch die Muns kuscheln sich in ihren Zuhause ein und schlafen. Tief und fest. Muns, das sind Wesen, die auch im Schlummerland wohnen. Sie haben grosse Füße und Nase und ganz viel Haar an ihrem Körper. Sie sind nicht gross, etwa so gross wie ein kleines Menschenkind.
Wie viel Muns das es im Schlummerland gibt, weiss niemand so genau. Aber was man kann sagen ist, dass jede und jeder Muns einzigartig ist. Die einen sind sehr abenteuerlustig, wie zum Beispiel die Fanian. Andere sind eher bedächtig, vorsichtig und sehr gemütlich. So einer ist der Flick. Er wohnt in einem runden Zimmer an einem grossen blauen See. Er und Fanian kennen sich gut und sind befreundet, wobei eigentlich alle Muns einander gern haben. Nur kennen sich halt nicht alle so gut wie die beiden. Die Fanian besucht den Flick oft und gern. Manchmal liegen sie zusammen im Flick im Pflanzenzimmer am See und machen Musik. Oder sie sind einfach beieinander und schauen, wie der Mond im Schlummerland wächst. An anderen Tagen unternehmen sie Sachen miteinander. Die Fanian hat nämlich immer ganz viele Ideen und manchmal überredet sie den Flick zu einem Abenteuer. Das braucht für ihn am Anfang einmal ein bisschen Überwindung, aber am Schluss ist er immer stolz auf sich und seinen Mut. Auch heute hat Fanian etwas ganz Spezielles vor mit dem Flick. Etwas, was sie schon machen möchte, seit der Flick an den See gezügelt ist. Das war nämlich nicht immer sein Wohnort, aber Muns, die zügeln eben immer wieder mal. Einfach so und dann, wenn sie gerade Lust drauf haben. Heute sitzt der Flick vor seinem Pflanzenzimmer auf dem weichen Boden und schaut auf den See und auf den Mond, der sich gross und hell auf der glatten Wasseroberfläche spiegelt. Es kommt nicht oft vor, dass der Flick noch wach ist, wenn der Mond aufgeht, aber heute hat er Lust gehabt, um ein bisschen länger aufzubleiben. Der Flick ist zufrieden und müde und schon fast gehen ihm die Augen zu. Aber da sieht er, wie sich auf dem Wasser vom See etwas bewegt, ganz fein. Er macht seine schläfrigen Augen ein bisschen mehr auf und schaut ein bisschen genauer an. Da sieht er ein kleines Bötchen aus Holz aufs Ufer zufahren. Und in dem Schiffli inne erkennt er seine Freundin Fanian. Mit dem holzigen Ruder gleitet sie langsam über die Wasseroberfläche auf den Flick zu. Der steht auf und läuft an die Stelle, wo die Fanian mit dem Bötli ganz sanft am Ufer anlegt. «Hoi, Flick», sagt sie, «ich komme dich abholen.» Der Flick lächelt. Das hätte er sich schon denken können, dass die Fanian mal wieder etwas vorhat mit ihm. Er schaut ins Bötli hinein. Es sieht ein bisschen aus wie eine halbe Walnussschale von außen, ist von innen aber ganz und gar nicht hart, sondern auspolstert mit ganz vielen weichen Küssen und Decken, mit flauschigem Fell und überall dazwischen hat Fanian Blümchen angestreut, wo süß und frisch schmecken. Wo der Flick das wunderbare Bootbett sieht, überlegt er nicht lang, sondern tapset mit seinen grossen, haarigen Mundsfüßen einen kleinen Schritt durchs Wasser, so dass er zu der Fanian ins Boot hineinkresmen kann. Das Schiffli wackelt ein bisschen, wo der Flick einsteigt, und Fanian steckt das Ruder für einen Moment in den sandigen Boden vom See und stößt sich dann ab. So, dass sie und der Flick im Bötli raus auf den See treiben. Die Fanian sitzt in der Mitte vom Boot auf einem grossen, runden Küssi und rudert. Der Flick hat sich vorne im Boot hergelegt und schaut rauf,
in dunklen Nachthimmel. Ganz viele kleine, glitzerige Sterne kann er dort oben sehen und den grossen, hellen, freundlichen Vollmond. Ganz genau schaut er ihn an, seine runde Form und den Schein, den er in den Nachthimmel ausstrahlt. Er fragt sich, wie viele andere Munds, wie viele andere Tiere und Wesen echt genau jetzt in dem Moment auch den Mond bestaunen. Wer alles sonst noch, wie er und Fanian, ein Bad im Mondlicht nehmen. Der Flick schaut zu seiner Freundin, die ruhig und gleichmäßig das Boot in die Mitte vom See steuert. Seine Freundin hat heute ganz weisse Haare, die im Mondschein fast silbrig glänzen. Sie lächelt ihn an. «Weisst du, Flick, dass die Zauberkraft, die wir im Mund haben, vom Mond kommt?» Der Flick schaut seine Freundin an und schüttelt den Kopf. Das hat er sich noch nie überlegt, wie das gekommen ist, dass die Munds zaubern können. Das war für ihn einfach immer so gewesen. Die Fanian fängt an zu erzählen. Also, früher hatten die Munds noch keine Zauberkraft. Das hat sie aber überhaupt nicht gestört. Sie konnten einfach ein bisschen weniger Sachen machen, dafür das, was sie gemacht haben, umso lieber und sorgfältiger. Aber dann, an einem warmen und windigen Tag, hat sie mal einem Muns, Jorik hat er geheissen, den Hut, den er angehabt hat, vom Kopf gewindet. Ganz weit auf in den Himmel ist der Hut gewirbelt und in den Wolken verschwunden. Der Jorik hat gelacht und dem Hut nachgeschaut. Das erste Mal hat er sich in dem Moment überlegt, wie es echt wäre, um wie der Hut auch fliegen und in die Wolken aufsteigen. Auch am Abend vor dem Einschlafen hat er immer noch fest Lust gehabt zum Fliegen und er hat sich mit zuenen Augen vorgestellt, wie das echt wäre, fliegen. Dabei ist seine Hand ganz leicht auf seinem Bauch gelegen. Jorik sein Bauch hat aber noch keine Mulde drin gehabt, weil bis dorthin haben wir Munds noch keinen Bauchnabel gehabt. Kurz bevor der Jorik eingeschlafen ist, hat er nochmal zum Vollmond geschaut und tief ein- und ausgeschnauft. Der Jorik hat in selber Nacht vom Fliegen geträumt, wie er mit ausbreiteten Armen über die Wälder und die Flüsse und die Seen vom Schlummerland schwebt. Der Wunsch vom Jorik ist in seinen Träumen so gross geworden, dass der Vollmond ihn gehört und gespürt hat. Er hat gespürt, dass es schön wäre für alles, was lebt im Schlummerland, wenn die Munds tatsächlich fliegen könnten. Oder eben, wenn sie zaubern, dass sie fliegen können. Wo der Jorik am Morgen aufgewacht ist und an sich herabschaut, fällt ihm auf, dass es zmitzt auf seinem Bauch eine kleine Mulde hat. Der Jorik war ganz erstaunt und hat vergnügt angefangen, auf dieser Vertiefung herumzuklopfen. Als er das 3. Mal drauf geklopft hat, sind kleine Zaubersternchen von seinem Bauchnabel aufgestiegen und der Jorik, der so fest das Fliegen gedacht hat in dieser mondhellen Nacht, hat angefangen zu schweben. Und so ist der Jorik der erste Muns mit einem Bauchnabel geworden und auch der erste,
wo gezaubert hat, dass er fliegen kann. Seit dem Tag haben die meisten Muns, die im Schlummerland auftauchen, die Mulde im Bauch, wo macht, dass sie zaubern können. Die Mulde, das Geschenk vom Mond, wo bei keinem Muns genau gleich, wo bei jedem Muns einzigartig ist. Während die Fanian die Geschichte vom Jorik erzählt hat, hat sie aufgehört zu rudern und sich neben den Flick ins Boot zwischen die Küsse gelegt. Über ihnen steht der Mond, die helle Kugel, wo vor langer Zeit dem Muns die Magie geschenkt hat. Der Mond wirft sein weiche Licht auf die beiden Muns, die auf dem klaren, stillen See treiben, und es ist, als würde er sie mit seinem Licht ganz fein streicheln. Der Flick nimmt der Fanian ihre Hand und kuschelt sich ein bisschen näher an sie an. Vielleicht hat er drum die Nacht und den Mond so gern, denkt der Flick, weil sie verbunden sind über die Magie und über die feine Gruben in seinem Bauch. Wie ganz von mir selber legt er seinen Finger auf seinen Bauchnabel und merkt, wie der ganz warm ist und im gleichen Farbton schimmert wie der Mond. Auch der Fanian, ihr Bauchnabel, leuchtet fein. Die Verbindung ist in dem Moment ganz stark und der Flick spürt, wie sich von seinem Bauchnabel aus eine weiche Wärme in seinen ganzen Körper verteilt. Es ist, wie wenn eine warme, silbrige Flüssigkeit durch seinen Körper laufen und jedes noch so kleine Muskel in ihm innen entspannen. Er spürt das silbrige Licht in seinen Zehen und in seinen Füßen, in seinen Beinen und auch in seinem Rücken, wo schwer in den grossen Küssen liegt. Von seinem Bauchnabel aus strahlt die Wärme seinen ganzen Rücken durch, bis zu seinem Hals, seinem Kopf, seinem Gesicht, bis in seine Arme, Hände und Fingerspitzen. Am wärmsten und wohligsten spürt er das Licht im Bauch. Er schnauft ein und aus. Ein und aus. Sein Bauch mit dem leuchtigen Bauchnabel hebt und senkt sich langsam und gleichmäßig. Das Bötli mit dem Flick und der Fanian drin schwebt im Wasser und bewegt sich sanft in den Wellen auf dem See. So werden die beiden Munsfreunde in Schlaf gewiegelt, verbunden miteinander, Hand in Hand und verbunden mit dem Mond, wo manchmal zulässt, wenn jemand einen grossen Wunsch hat.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und Fanian schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein